Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, jetzt sind wir auch kurz vor knappig. Und was steht dann hier? Natürlich wieder die Todeskutte. Gordo haut natürlich mal wieder genau drauf, wo er nicht hauen sollte. Aber schauen wir mal, ob man die Biester nicht auch so gebacken kriegen. Nee. Auf der anderen Seite haben wir uns ohne eigentlich relativ gut gestärkt mit den zwei Knubbel, die dafür garantiert haben, dass wieder unser MP und unser KP aufgeladen sind. Das heißt, jetzt geht es nur noch hier an der Speck an die letzten Stockwerke hier. Der Maxim. Einmal sei so gut. Dies ist ein Rennen. Erreicht ein Monster deinen Warp, kannst du flennen. Erreicht ein Monster vor dir einen anderen Warp, bläst es dich fort. Bist du an deinem Warp nicht zur rechten Zeit, kommst du nicht weit. Mit dem Pfeil, dem Spitzen, bringst du die Gegner ins Schwitzen. Okay, dann habe ich glücklicherweise auch ausgewählte Pfeil der Spitze. Wie sieht es dann hier aus? Ja, okay. Müssen wir wohl machen, um an die Armatur dran zu kommen. Ja, das war jetzt sehr klug und sehr geschickt und überhaupt herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, ein Arschloch. Scheiße, Mann. Okay, dann kriegen sie es halt nochmal ab. Dumme Todeskutten. Oh je. Noch ein Baller und Gordo ist hinüber. Das war logisch, ja. Wir probieren es einfach mal mit Schock. Okay. Sieht gar nicht mal so verkehrt ab. Ein DK, der Lahmarsch. Ich meine, er ist so saumäßig stark. Das steht außer Frage. Es ist echt einer von den besten Kämpfer, die man im Spiel haben kann. Trotzdem, es ist dann immer etwas ätzend, wenn der Typ so lahmarschig wie Sau ist. Guy konnte ich ja glücklicherweise durch die Jaguar-Ringe ein bisschen aufpimpen, aber DK ist leider immer noch schleppend langsam. Deswegen sollte die Taktik wohl überlegt sein, wer was angreift. So, jetzt kommt wieder der Quatsch, wo ich keine Ahnung habe, was ich zu machen habe. Okay. Okay. Das hat offensichtlich so funktioniert. Das geht bei mir normalerweise auch immer auf Zufall. Ah, nein, ich will aus dem Korridor wieder runterfahren, nicht hochfahren. Ja, runterfahren, das ist gut. Heieiei. Okay, so. Bei meinem Probespiel schon, weiß ich noch, da habe ich 5 Minuten oder 10 Minuten oder wie lange damit verbracht, den Quatsch hier zu machen. So, jetzt geht's aber um die Wurst. Am Turm, 5. Stockwerk nach wie vor. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt den Schlüssel? Wenn wir den Schlüssel nicht hätten, hätten wir jetzt hier so ein bisschen in die Hose geschissen. Ja, dass der Schlüssel tatsächlich ganz unten im Erdgeschoss ist, dann hätte man nämlich echt tierisch Pech gehabt. So. Maxim hat wieder Level, das ist gut. Okay, sehr gut, mir Händeschlüssel. Das ist doch schon mal gut. Dann bitte nochmal runter Heilung an die Buwe, die können es gebrauchen. Weil es kommt ein ziemlicher Oschi jetzt im 6. Stockwerk vom Ahnenturm. So, der Hämmern, der Meister der Zerstörung, Gardes himself. Gardes. Hier schon wieder. Ihr wollt noch nicht aufgeben, ne? Nimm dich in Acht. Was soll der zwecklose Widerstand? Ihr braucht nur vor mir niederzuknien, ich lasse euch leben. Sonst hast du aber kein Problem, oder? Niederknie, du Träumer! Komm doch nur her, du abartige Fratze des Bösen! Jetzt reicht's aber, bereitet euch auf eure Hände vor! Okay, jetzt geht's ums Ganze. Wie sieht's dann hier aus? Ja, okay, das ist normal. Das war, glaube ich, genau. Nee, besonders gegen fliegende Gegner, das ist er natürlich nicht. Dann die Donnerkugel auf ihn. Ah, ich liebe die Mucke. Das ist gegen starke Gegner. Oh, leck, er fängt schon mal sehr gut an.
Hätten wir im ersten Kampf gegen Gardas gewonnen, hätten wir die äußerst seltene Gardas-Klinge gekriegt. Die gibt's ansonsten nur in der Ahnenhöhle noch, in einer von der blauen Kiste, wo man die Sache dann außerhalb von der Ahnenhöhle behalten darf. Das heißt, ich muss so an die Gardas-Klinge irgendwie drankommen, aber so haben wir gerade richtig Pech. Den Kampf, die Abwehr. Ja, hätte ich mich ochsemäßig drauf vorbereitet, auf den Kampf gegen Gardas im ersten Mal, dann hätten wir möglicherweise die Gardas-Klinge gekriegt. Aber so sieht's eher schlecht aus für uns. Ich will jetzt nur den Kampf überleben. Das war jetzt nicht so gut. Ich finde den auch ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. So, wir gehen auf Heiltrank für Maxim. Geil. Rotz mal drauf. Und DK klopp 8 drauf. Gut, dass er der schnellste von uns ist. So. Kann aber auch nicht schade, wenn DK einigermaßen hoch ist mit seiner Zornespunkte. Kann er nämlich Wasserfontäne drauf kloppen. An sich schon eine ziemlich geile Mucke, wobei ich eigentlich die Bossfight-Musik noch cooler finde, die reguläre. Aber ich finde auch, das ist der Höllefürste durchaus würdig. Jetzt kommt der Scheiß wieder. Ja, von Gordo haben wir leider nicht so lang. Da der ein ziemlicher Feigling ist, verzwitschert der sich ziemlich fix, der Knabe. So. Ich muss auch immer mit dem Fuß da mitwippen, egal ob es gegen Bossgegner geht oder ob es gegen einen Höllefürst geht. Das macht schon ziemlich Laune, die Mucke. Finde ich definitiv. So, DK. Mann. Ja, Maxim muss hin und wieder auch mal ein bisschen scheißen. Nein, Heilserum, was habe ich denn gemacht, von Quatsch? Oh je, Entschuldigung, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte einen Heiltrank machen. Okay, Maxim, nochmal Dode mit drauf. Geil. Haut drauf und DK. Sei so gut und heil dich selber. Okay. Ist halt etwas schwierig, wenn man ohne Heilerin unterwegs ist, wie wir sehen, ne? Man merkt es so richtig, wenn die Heilerin fehlt in der Gruppe. Da bin ich dann eigentlich wieder recht froh drum, wenn Selan wieder dabei ist, weil sie kann doch schon ordentlich was wieder gut machen, vor allem wenn dann die stärkere Heilzauber kommen. Ach du heilige Scheiße. Heil Maxim und du heilst auch Maxim. Wirklich. Jetzt wird aber richtig wiesch, der Kerl. Ja, da müssen wir leider mit den Dinger arbeiten, anders geht's nicht. Okay. So, wir machen das so. Geil kriegt die volle Dröhnung ab. Alter Kerl. Heftig. Ja, ich muss sagen, ich habe mir das eigentlich etwas leichter erwartet und vorgestellt. Aber die 3 Buwe sind leider nur Rievestiere, die ganze Zeit nur auf die Fresse ochsen. Deswegen muss ich nur leider mit viel Items arbeiten. Aber ich brauche trotzdem einen permanenten Damage-Deal, dass man wenigstens ein kleines bisschen Schade permanent reißen können. Oh, das war jetzt etwas unnötig. Na gut. Okay, Maxim. Auf Guy, Donnerkugel, DK, Rotz drauf. Kriegen wir trotzdem noch hier. Ja, das zieht zumindest immer Ochsen viel ab. Ja, sehr schön. Ja, noch in 9,5 Minuten haben wir den Kerl besiegt. Das ist doch eine relativ gute Zeit, die wir hier gelegt haben. Okay, 10.000 Erfahrungspunkte bringt er, 20.000 Gold, DK kriegt ein Level. Du kriegst Angst, du Buh. Wie kann denn das sein? Sterbliche können nicht über so viel Kraft verfügen. Ups. Der Korridor. Oh nee.
da bewegt er sich jetzt auch von selber. Hoppla. Wenn die Insel jetzt versinkt, werde ich jeden in Pandoria mitnehmen. Los doch den Quatsch. Je. Maxim! Die Stimme kann das. Tia, Seelan, warum seid ihr hierher gekommen? Ich hab mir Sorge um dich gemacht. Seelan, warum hast du denn nicht aufgehalten? Ich hab mir auch Sorge gemacht. Wir müssen hier raus. Was ist mit dir? Gardas hat einen Knopf gedrückt. Irgendetwas hat... Das hat was mit dem Versinken von der Insel zu tun. Ich muss rausfinden, was es ist. Ich komm mit. Das wird nicht gehen. Retten euch, solange noch Zeit ist. Nee, ich kann dich hier nicht zurücklassen. Tia, jetzt geh endlich. Nee. Tia. Wir gehen, Tia. Soll Maxim wirklich für Pandoria sterben? Im Moment kann man nichts ausrichten. Er wird es schon schaffen irgendwie. Aber Maxim wird es schaffen. Hoffentlich. Ich werde in Pandoria auf ihn warten. In Pandoria? Ja, Maxim wird es schon richten. Seelan, lass uns gehen. Ja. Hallo, hopp, jetzt raus hier. Maxim, ich warte auf dich. Oh Gott, und wie schnell er flitzt. Zack, war er da. Gut, dann müssen wir das jetzt machen. Ja, dann... warte mal, wie sieht's dann aus? Okay, wir sind voll geheilt wieder. Dann gehe ich doch mal mit Gordo Allee weiter. Dem sein Opfer wird wahrscheinlich überhaupt nicht gewürdigt. Dass der arme Gordo hier was macht. Okay, wisst was, leck mich am Arsch. Das ist für mich zu viel. Ich verzwitscher mich jetzt. Tschüssi. So. Moment. Haben wir gleich. Haben wir sofort wieder Gericht. So. Dann mach's gut, all die Kutter. Für mich allein ist das ein bisschen zu viel mit so viel Gegner. Warte mal. Was war dann doch ein kluger Zettel? Das ist keine mehr. Pfeile stechen die blauen sehr. Okay. Ja, das muss jetzt auch einfach mal sein, dass man hier die Platte umändert. Und natürlich. Okay, Pfeile, Blech, stechen die blauen sehr. Allerhaupt, ich glaube, ich bin bei Rot reingelatscht. Ja. Toll. Klasse. Bringt uns also ein Rattearsch hier in dem Wurmfortsatz. Dann gehen wir wieder woanders hier. Esse ich halt einen Salat. So, zack, 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 zack. Und weiter. Das mache ich jetzt nicht. So. Also. Hier wieder hoch. So, wieder hier. Aha. Da ist natürlich jetzt der Rote. Probieren wir es doch mit der Bombe. Ich glaube, das war's doch bei Denner, ne? Jo. Gut, dann brauchen wir wieder den Pfeil für die blaue, wenn wir zufällig auf den stoßen. Da haben wir noch einen Speicher Reno, auch nicht verkehrt. Oh jo, will ich. Ahnenturm, Kamikaze-Aktion sind wir jetzt. Okay, da geht's nicht weiter. Das ist einfach nur der Aussichtspunkt hier vom Ahnenturm. Und dann müsste noch irgendwas sein mit Blau. So, servus. Mit dir habe ich es aber gerade nicht so, Kerl. So, wie sieht's so aus? Die Roten ganz schnell erliegen, wenn Bomben um die Ohren fliegen. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Das ist eigentlich auch kein Kunstwerk, wenn man weiß, dass die Gegenstände im Inventar wehtun. So. So, so. Und tschüss. Hallo? So, was gibt's hier? Oh, der Zauberbikini. Natürlich das, was Maxim hier unbedingt finden musste. Falls er es überlebt hat, dann nicht das Artdenker. So. Hoppala. Dann schauen wir aber, dass er es wirklich überlebt, der arme Kerl. Und dann können wir jetzt zu dem ursprünglichen Ort... hau bloß ab. Können wir dort hier zurückkehren. Dann müssen wir ja hier. Okeli-dokeli. Dann hier. Penibel wie Sau. Damit wir die der aufkriegen. Joink. Sogar in der richtigen Reihe folgt. Und dann wieder Stockwerk runterkaspern. Und was gibt's hier? Okay, die sind weg. Also hier auf den Knopf. Wenn Gardas den Knopf drückt, dann kann ich das auch. Ich hab's gepackt. Nee, der Knopf hat leider einen Haken gehabt. Ich wusste nicht, dass es etwas in den Turm gibt.
Ah, da mischt sich wieder die Iris-Ei und warpt uns einfach weg. Direkt nach Pandoria. Tja. Ist das Pandoria? Wie bin ich hierher gekommen? Maxim! Was? Oh, Seelan, ich nehme an, in Pandoria ist alles in Ordnung? Ja. Sind alle wohl auf? Ja, die Leute in der Stadt, Guy, DK und Tia, einfach alles sind wohl auf. Das ist gut. Ich verdanke dir alles. Nee, das ist nicht wahr, alle hätte ich das nie gepackt. Das kann schon sein, aber du bist trotzdem etwas ganz Besonderes. Aha, du vertraust mir jetzt endlich. Nee. Immer noch nicht. Naja, vielleicht doch. Ach, Seelan. Maxim, ich bin so... Es ist so schön, dich wiederzusehen. Was ist denn los? Ich hab gewusst, du willst wiederkommen. Ich bin so einfach so überglücklich. Du bist hier, endlich hier. Und du wirst nicht wieder gehen, oder? Guck, da war das kleine Mädel angekackt. Greinst du etwa, Seelan? Du hast doch gesagt, Mädchen sollen nicht immer greinen. Schon gut, kleines Mädel. Manchmal muss man halt greinen. Tia hat wohl verloren. Geht's da wieder gut? Hab gedacht, du liebst Maxim her. Ja, das mache ich. Aha. Da hinten steht einfach Jessie im Hintergrund, die Freundin von Guy. Ich wurde in meiner Kindheit immer gehänselt, weil ich so oft weinen musste. Maxim hat mir mal geholfen. Er hat mal gesagt, dass man mich hänselt, weil ich weine. Also habe ich aufgehört zu greinen und keiner hat mich mehr gehänselt. Seitdem habe ich nie mehr gegreint und hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. Vielleicht kann ich nie wieder weinen. Ach, Ursinn. Warum sagst du das? Wenn du einen richtigen Grund hast, wärst du mal wieder greine Kinder. Maxim ist zwar ein netter Kerl, aber ja, beide leben in verschiedenen Welten, das weißt du schon, oder? Ja, ich weiß das schon seit langem. Ich habe im Turm etwas Wichtiges erkannt. Ich liebe Maxim, aber nicht den Krieger in ihm. Nette Krieger? Ja, ich könnte mit ihm als Krieger nicht leben. Ein Krieger zuliebe heißt, lange Zeit auf uns zu verzichten, während er in die Schlacht zieht. Seelan könnte es, sie glaubt an ihn. Alle der Gedanke, dass Maxim im Kampf etwas zustößen könnte, bringt mich schon fast um. Ich bin nicht stark genug, um den Zustand ertragen zu können. Ich liebe ihn und deshalb werde ich ihm sicher nicht im Weg stehen. Willst du dich nicht mal von ihm verabschieden? Nee, wenn ich ihn jetzt noch mal sehe, werde ich bestimmt losheulen. Irgendwann wärst du wieder heulen. Die hat doch gerade eben gesagt, dass er das machen wird, wenn sie sehen, na egal. Die Tränen sind noch immer nicht vertrocknet. Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen besser. Ich bin zwar ein großer Krieger, aber ein großartiger Zuhörer, wenigstens. Ja, du hast recht. Richt Maxim bitte aus, dass ich sicher noch der richtige Mann finde, wer. Bitte für das arme Mädel. Aber jetzt zu fröhlichere Dinge. Die Hochzeit. Wer hätte es gedacht? Ihr bestimmt nicht, oder? Wenn ihr das Spiel nicht kennt. Aber die das Spiel kennen, ne? Die wissen ja, wie es abgeht. So, allerhaupt jetzt wird geheiert. Mit dieser höchst epischen Mucke hier dazu. Die Filmsequenz ist jetzt auch etwas länger, muss ich dazu sagen. Deswegen auch nicht wundern, wenn die Episode heute gleich ein bisschen länger wird. So. Schick sehen sie aus, oder? Glückwunsch, Seelan, du siehst zauberhaft aus. Seelan, wirst du wirklich heiraten? Hör auf zu heulen, das ist der glücklichste Tag in deinem Leben. Maxim ist erst seit einiger Zeit wieder hier. Die Hochzeit findet ein bisschen überstürzt statt. Was mit deiner Freundin Guy? Will die nicht auch heiraten? Ja, da steht sie wieder hin. Ja, aber Frauen verstehen den Abenteuerdrang von einem Mann nicht. Krieger brauchen keine Frauen. Denkst du, das ist wirklich von uns Frauen, Guy? Jessie, was machst denn du hier? Ich guck mal die Hochzeit da. Ich kann aber auch jederzeit wieder gehen, wenn es dir nicht passt. Nee, ich habe nur ein bisschen Spaß gemacht. Du weißt doch, dass ich dich brauche. Ja, sicher. Ach komm doch, Jessie, ich hab doch noch einen kleinen Spaß gemacht. Das ist halt so ein richtiger Krieger. Ich glaube, so zeigt man, dass man sich mag. In dem Hochzeitskleid siehst du aber wirklich bezaubernd aus. Danke, das ist lieb von dir. Kommandantin Seelan im Südflügel vom Schloss der Dämonen eingedrungen, wir brauchen dich. Also wirklich, siehst du nicht, dass wir hier Hochzeit feiern? Was Seelan, versteckst du nicht dein Schwert unter deinem Hochzeitskleid? Oh, du hast also doch rausgefunden. Ich fühle mich einfach nicht wohl ohne Schwert. Du hast aber auch dein Schwert dabei, Maxim, oder? Naja, es ist halt ein Date von mir. Bitte, Kommandantin.
Ich denke, ich muss... was Mensch, Maxim? Der Hochzeit fehlt so ein bisschen an dramatische Momente, oder? Ja, genau. Hua! Für die Rüstung und ihre Brautsache. Naja. Hey, Maxim, war doch mich, ich komm mit. Ich hab nichts anderes erwartet, Guy. Maxim, Seelan, ich gehe voraus und treffe euch später. Okay. Warte mal, Guy. Sollen wir, Seelan? Natürlich. Eigentlich habe ich gedacht, dass mit dem Hornmesser die Hochzeitskuchen angeschnitten wird. So sind sie halt die beiden. Ja, guck mal, ob wir ein bisschen helfen können. Es ist ihr Hochzeitstag. Ja, kannst du auch mit der normalen Steuerischen spielen, fertig. Solange kein Höllefürst mit Gardes auftaucht. Dank Maxim, der sein Leben riskierte, um Gardes zu bekämpfen. Jetzt haben wir endlich wieder Friede. Halleluja! Ja, Maxim ist schon ein toller Bursche. Aber hallo. So, dann gehen wir weiter in den Frühling. Ach Gott, so, was gibt's dann im Frühling Schönes? Da sehen wir jetzt wieder, wo ich gemeint habe, von wegen des Heißel wird schon noch verkauft, das Indiz wird jetzt gekauft. Hallo, da bin ich wieder. Hallo. Hier riecht's aber lecker. Ja, ich habe ein bisschen was ausprobiert. Ja, was ist es dann? Ich habe ein Blob in Olivenöl frittiert. So, und du meinst, man kann das essen? Wer soll ich denn das wissen? Hast du noch nicht probiert? Nee, denn du wirst's probieren. Boah. Ich glaube, das schmeckt nicht so besonders gut. Okay, yeah, groovy Summertime. Oh, apropos so, ich schwitze gerade auch wieder wie eine alte Knackwurst in der Sonne. Das ist nicht mehr herrlich mit einer über 30 Grad ohne Scheißmoll. Es ist wirklich heiß. Ja, so ist der Sommer leider in der Palz. Gehst du das Jahr ans Meer, Seelan? Mal gucken, Maxim, gehen wir ans Meer? Ans Meer? Ja, klingt ganz gut. Seelan hat einen neuen Badeanzug. Er besteht aus 2 Teilen und wenig Stoff. 2 Teile? Wenig Stoff? Ah. Huhu. Ach, selbst ist noch eine junge Frau. Ich will wieder meinen alten Badeanzug tragen. Okay, dann kommt der Chilling Autumn. Also ab in der Herbst. Ach, wär's doch nur hier schon Herbst. So. Ich geh auf. Jetzt schon? Wie noch optimale Trainingsbedingungen? Kannst du noch ein bisschen... Jawohl, du bist stark wie immer, Seelan. Ich habe aber seit meiner Hochzeit nicht mehr viel trainieren können, stimmt's, Maxim? Wer rastet, der rostet, mein Schnuckelchen. Du bist wahrscheinlich der einzigste Mann, der stark genug ist, um eine Frau wie Seelan zu heiraten. Ah, die ist doch fabelhaft. Du besitzt alle Eigenschaften von einer wahren Traumfrau. Ach, danke, du bist ein echter Schatz, Maxim. Ach, der Rumpf, ich wär gleich rot. Hauptsache über den Hof gebettelt. Entschuldigung. Boah, das nenne ich echt die Schwertkunst. Die beiden geben aber ein tolles Paar ab. Das war jetzt wieder verschluckt. Jedes Mal, wenn ich hier in verschiedene Stimme was mache, reizt es der Hals ohne Ende. So, jetzt kommen wir in der schöne besinnliche Winter, wo natürlich alles so aussieht wie vorher. Ach, ne? Ja, es blühen noch die Frühlingsblüte. Also, da hat die Grafikabteilung ein bisschen geschlammt, aber egal. Jetzt sind wir schon fast ein Jahr lang verheiratet. Die Zeit fliegt nur so hier. Ich weiß. Bist du glücklich, Seelan? Aha. Liebst du mich noch? Das muss ich dir nicht erst sagen, oder? Doch. Du willst also wirklich, dass ich sag? Ja, ich brauche das ab und zu. Seelan, ich... Muss natürlich nicht für die Zuschauer hier ausgesprochen werden. Es ist ein Buch, Seelan. Oh, my baby. Seelan. Guck mal, Maxim, es ist ein Buhn, es sieht aus wie du. Das hast du geradezu perfekt gemacht. Oh ja. Wir müssen einen Namen geben. Wie findest du Jeros? Entschuldigung, aber hat es in Großbuchstaben durchstehen. Wie findest du Jeros? Einfach mal platt. Jeros, wenn man es leise ausspricht, ist es ein guter Name für so ein Kind. Mir gefällt er auch sehr gut. Den Namen hast du auch du ausgesucht.
Ja? Okay, jetzt sind sie also auch noch ein Kind, die zwei. Schöne Sache. Hallo, mein Ehemann. Wie geht's dem Eros? Er schläft tief und fest. Das habe ich mir schon gedacht. Das war hier so ruhig. Ja, die ruht ein bisschen gut. Du hast Probleme mit dem... Oh Gott. Geht hätte ich das doch bloß nicht gesagt. Du hast Probleme, ihn ins Bett zu bringen, natürlich, oder? Du doch auch. Was war denn das für ein Geräusch? Klingt, als hätte sich da einer rumgeworbt. Das kam aus dem Kinderzimmer. Ich guck mal nach. Hey, du bist doch Idura. Ich hab dein Baby. Was machst dann du da? Befehle von eurer. Wer hat dich beauftragt, selber zu machen? Doch nicht Gades, den haben wir besiegt. Nee, nicht Gades. Wer dann? Komm zum Leuchtturm im Norden und findest da raus. Maxim, unser Baby. Ich weiß, wir müssen schleunigst zum Nordleuchtturm gehen. So sieht's aus. Okay. Und den ich aber sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wo wir dann der miese Idura nachgehen und unserem Nachwuchs Jeros zur Hilfe eilen. Also macht's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.